nächste Gewinner kommt aus der Kategorie E-Bike Pedelec. Das ist eine Firma aus Deutschland, die heißt Third Element. Da bitte ich den Sandro und den Andreas zu mir auf die Bühne. Es ist kein Mountainbike, es ist kein Motorrad, es ist das dritte Element, hast du vorher zu mir gesagt. Das Ding fährt anscheinend wohl irgendwie 60 km/h, das ist ziemlich schnell für so ein E-Bike. Man kommt damit auch, habe ich mir sagen lassen, ungefähr 60 Kilometer, wenn man ein bisschen selber mitstrampelt, sogar 90. Genau. Jetzt die E-Bikes sind ja die Mobilität der Zukunft, das ist ein großes Thema hier auf der Bike Expo. Irgendwie ist das aber schon ein Spaßgerät, oder? Was ist denn da der Unterschied zwischen so einem E-Bike und dem E-Bike, was man sonst auf der Straße sieht, Chandra? Also dieses Bike ist auf jeden Fall extrem sportlich, hat eine ganz andere Fahrdynamik. Ich sag's mal, eigentlich sagt man es immer ungern, die Homo Pedelecs, so darf man ja nicht sagen. Es macht einfach viel mehr Spaß. Wir haben eine extrem gute Fahrdynamik. Der Motor von Clean Mobile ist einfach Spitzenklasse. Wir haben extrem hohe Drehzahlen. Das ist einfach ein richtig gutes Lifestyle-Gerät. Willst du noch irgendwas dazu sagen, Andreas? Irgendwas, was er vergessen hat? Ja, ich würde mich noch gern bedanken bei unseren Technologiepartnern Clean Mobile, die uns wirklich mit erstklassiger Technik versorgen und mit denen wir auch ganz eng zusammenarbeiten. Und natürlich an allen, die es ermöglicht haben, dieses Bike auf 2 Räder zu stellen. Danke. Danke euch, dann gratuliere ich nochmal ganz herzlich zum Preis. Daniele, wenn du den Preis übergeben möchtest. Okay, vielen Dank nochmal. Outlier ist eine junge amerikanische Marke, wie ich es gerade gesagt habe, aus Brooklyn. Die machen eigentlich Fahrradbekleidung, aber nicht Fahrradbekleidung im üblichen Sinne, wie man es so kennt, also enge oder was weiß ich, funktionelle Bekleidung im herkömmlichen Sinn, sondern was ausschaut wie eine ganz normale Klamotte. Das sieht aus wie eine ganz normale Hose, wie ein ganz normales Hemd. Was immer das Problem war, was zieht man an? Ja, ziehst eine Jeans an, dann ist heute so ein Tag wie heute, dann regnet es draußen, bist du komplett nass im Büro. Oder man hat eine Besprechung, wo man halbwegs vernünftig ausschauen muss und dann kommt man in so einem Radeldress an. Und da haben sich die eben gedacht, da macht man was nicht nur funktionell ist, sondern auch eben auch noch schick ausschaut. Und jetzt wäre meine Frage an den Abe, was macht jetzt so eine Hose unterschiedlich zu einer ganz normalen Jeans, wie man, keine Ahnung, von Levi's oder von Diesel oder sonst irgendwas? I was just asking, what makes your pants or your apparel different to a regular brand like Levi's or Diesel or whatever? I started Outlier really because I couldn't find the pants I wanted that I could ride on a day like this. Go outside and get on my bike and not worry that it's raining or that it might rain or that I might get dirty, I might tear them up, and so I could not find the pants out there. I shopped and I shopped and I shopped and nothing was there, and so finally I said I'll have to make them myself, and I went to the Garment District in New York City, which is just blocks from Times Square, right where all the tourists are, right in the heart of Manhattan, and started asking questions, and all of a sudden I had pants. Now we have shirts and more. Also er hat gesagt, er hatte irgendwie nie die Hosen gefunden, die er gern zum Radlfahren anhätte. Entweder hat es geregnet, wie eben an so einem Tag wie heute, und sie sind nass geworden, oder er hat sie zerrissen oder irgendwas war immer. Und er hat gesagt, ja, er war einkaufen und einkaufen und einkaufen, hat nie das Richtige gefunden. Dann ist er einfach mal ein paar Blocks weiter von Times Square in New York gegangen, in diesen sogenannten Garment District, das ist da, wo es die ganzen Stoffe gibt, und hat da einfach Fragen und Fragen und Fragen gestellt und hat die Leute aber nicht damit genervt. Gut, dass er es jetzt nicht versteht. Good thing you don't understand what I'm saying. Und ja, dann kam er eben mit den Hosen hat er angefangen und hat jetzt eben eine ganze Kollektion, die auch da unten ausgestellt wird. Und ich glaube, er will uns noch was mit der Wasserflasche hier zeigen. I think you want to show us something with the water, right? Okay. Also sieht man ganz gut, es pieselt draußen, es regnet und schwupp ist die Hose wieder trocken. Sehr schön. Do you want to say something else? Well, thank you to Germany. It's been great coming out to Munich, and thanks again. Good having you here. And you get your prize, Daniele. Good luck again with everything.